Abend bei Dikrich TV haut von unserem wunderschönen Gemengecamping, dem Camping de Sûre. 2020, du hast ja Vakanz Doheem gesucht und dafür wollte mir mal gucken, was dann halt zu Dikrich auf unserem Camping so alles lebt. Dankeschön! Hey, das habt ihr gut gemacht. Sehr gut, prima. Hallo! Guck mal da, du hast den eigenen Stuhl mitgebracht. Und wie heißt du? Tilbo. Sehr schön, darfst bestimmt auch gleich mitspielen. Camping de Sûre ist immer ein Lass, auch wenn das die Animation ausnahmsweise auf ein Minimum beschränkt ist. Diese Camping direkt unter Sauer geht schon unter den 50er Jahren und gouf Anfang von der Gemeinde Dikrich geriert. 1961 hat es dezidiert, das Camping dem Syndikat d'Initiative zu verlassen und ihnen so Revenuen für ihr festere Konzerne an der Stadt zu ermöglichen. Das Camping war von Anfang an immer gut besichtigt und hat an den 70er, 80er Jahren als über 70.000 Übernachtungen am Jahr verzeichnet. Also was dieses Camping besonders auszeichnet, das ist ein Lahure, ganz nah zu Dikrich, zur Fußgängerzone. Das ist ein Lahure an der Matzen an der Natur, trotzdem Land sauer, an den vielen Pisten, wo ich Velo fahren kann. Wir haben auch Velo, die wir verlohnen und Touristen, aber auch andere Leute. Und kann ich das direkt auf der Piste für mein Velo bis zur Biste nachzufahren oder egal in was für eine Richtung. Zu den Kéier aus der Urwen und der Sauer. Wir haben viele Animationen ganz nah dabei. Mit den Jahren kam auch ein Spielplatz dabei, es gouf immer mit Gebäude investiert. Demnächst soll auch der ganze sanitäre Bereich renoviert gehen. Ob schon heute ist das nach just knapp 10.000 Übernachtungen festgehalten, scheint es aber, wie für Camping die letzten Jahre immer mehr angesucht wird. Klienten bleiben just nicht so lang. Dieser Mann zum Beispiel ist nicht mehr auf der Durchreise, aber er bleibt immer zu Dikrich stehen. The facilities are very good. Dann Lahure ist immens gut equipiert. To the city, to the center. Und das nicht weit bis an die Stadt für ein Tasse Kaffee, eine Bier oder Wein. Things there, a beer or a wine. And that's why it is short. Dafür kommen wir so gerne hin. And that's why we are always coming here. Mostly we are always coming here. Wo am Anfang für allem Holländer kommen sind, so scheinen mit den Jahren auch immer mehr Belg gefallen und dem schönen Camping direkt unter Sauer zu finden. Eine ganze Party kommen aber auch schon seit Jahrzehnten für das Pensionären aus der Gegend Fotoen, die immer von Anfang April bis Ende September bleiben. Ein Damm könnte sogar schon eine 47 Jahre. J'aime aussi la village et les côtés ici. Les montagnes, ça c'est un beau environ de nature et ça j'aime. C'est très joli. Und wir können festen, wir können barbecuen, wir können alles in Dikrich. Wenn man ruhig bin und anpasst, dann ist das kein Problem. Das ist das Leben ohne Dikrich, könnt ihr euch nicht mehr vorstellen. Das ist eine Eselstadt, aber ich bin auch eine. Das ist so, man wird so. Und dann die Menschen von Außencamping, die kennen auch alles. Das ist gut hier. Das ist prima. Und das scheinen noch Lützeburger zu finden, die sich regelmäßig Camping zu Dikrich abhalten. Bei Eisenbesuch hat sich heute zum Beispiel eine Kolonie mit Jugendlichen näher gelost, aber auch Einzelpersonen scheinen von Zeit zu Zeit hier die Lager abzuschlagen. Dort kommen noch Heinz der Lützeburger. Dann mit der Vakanz Bongen ist schon das noch nicht noch gefragt, aber der schon hatte mit kommen Lützeburger auch hin, mal ein Weekend oder dann auch die an der Gegend arbeiten. Die bringen dann die Sommer mal, kommen sie mit dem Dingen, mit dem Camping hin, mit dem Camper und da bleiben sie eine ganze Woche. Und sie gehen von hier aus arbeiten, das ist alles möglich. Das Jahr ist die Saison zwar ein bisschen schwierig, weil nur alle negative Schlagzeilen an der Presse Klienten aufsprangen und der Schuldgeschäft Camping. Kerstin, die neue Gerant, ist nicht mehr umlaufen, für das sie alle zufrieden sind. Hallo. Mit Campingleute sind aber
ganz relax Mënschen, die sech net so sehr aus der Ro bringen lassen, wann et hinnen op enger Platz net wie gefällt, dann zählen sie eben weiter. Freedom. You can go where you want to go. You can, Mir sichen Freiheet. let me say, you have everything with you. Mün alles bei eis, a wann wieder net gut ass op enger Platz, da gucke mir wo et gut ass, a mir ginn do hin. Now, and then you see that there's some kilometers, some 100 kilometers to the south, west or east. The weather is Mün als better. Wëlo bei eis, meeschtens bleiwe mir 2, 3, 4 Deeg, an da geht et weiter. Right with us. And then mostly we stay 2, 3, 4 days, and after that going through. Dikrich ist ja allgemein bekannt als Wei vom Tourismus. Genauso wie auch für seine wunderbare Kavalkaden, die hier für Jahre aufgehalten gehen, aber auch für seine Pferdkursen, die hier an der Zeit aufgehalten wurden. Das wissen heute allerdings nicht mehr ganz viel Leute. Dafür wollte mir einen ganz interessanten Dokumentär weisen, den das Centre National de l'Audiovisuel als zur Verfügung gestellt wird, wo es gerade eben das Pferdkurse geht. Dieser Film, der basiert auf 2 anderen Filmen, einmal einen von 1920 aus dem Fonds Philipp Schneider und einmal mehr rezent Material aus einem Film aus dem Fonds Scolaire. Der CNA, den hat Anfang der 90er Jahren beide Filme restaurieren gelassen und dann neu zusammengeschnitten mit Témoignagen von Leuten, die das Pferdkurse neben an der Zeit organisiert haben. Hier das Resultat. Das war so früher hatten, das wir sich mehrere erzählen, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Du waren die Herrenbauern, die hatten alle gut, die meisten hatten eine Bidi an Kutsche dafür zu reiten. Und das waren die wenigsten da. Und am Krieg, als du und Preisen das gemerkt, dass sie Pferd bei den Bauern ja gesagt und das war Pferd, die am Krieg ein bisschen aufgekommen wären, für sich können zu erholen, an eine andere Atmosphäre kennenzukriegen. Und du warst schon viel mehr Pferde am Land. Ich denke, das Halbblut, die steht natürlich am Blut, am Rennpferd das Vollblut. Das ist ein Pferd, die nicht mehr gezielt dafür auf Schnelligkeit.
Wie hat Dikrich abgehalten, du wär nicht. Wie vielleicht abgehalten, wie sagte so ein aufhängt, mit Lützeburg. Du wär vielleicht möglich gewesen, dass verschiedene Leute sich wohl per etwas gekauft hätten, für die Sportführung zu feiern. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Bäfchen durch Schwamm gegangen sind, wie ich in die Primärschule gegangen sind. Du wärst schon nicht Schwamm auf der Platz, wo früher drin war. Du kannst Pferd verdicht auf den Paddock nennen in der Art. Da wird Pferd 4 geführt und da können die wollen wetten, Wetten aufgeschlossen gehen. Da können die Pferd begutachten gucken, und da können sie auf ihr Pferd wetten. Und da gehen Pferd da gesödelt, und da kommen sie mit dem Reiter an den Paddock eine kurze Zeit nehmen. Und dann gehen sie an einer Linie abgestellt, und da wird kurz freigehen, da können sie fort. Das ist ein Traberkurs und ein Galoppkurs. Und Galopper kann noch mit Hecke gemacht, mit Hürden. Schrack, Trab, Galopp. Dat sind die 3 Normalgangheiten. An Kurspferd und auf dem Södel, also Rennpferd, Galopper, die dürfen nicht mehr am Galopp, die gehen noch nicht mehr am Galopp, das kriegt die Tests nicht raus. An die anderen, die Trotter, die dürfen nicht an den Galopp gehen. Schwierigkeiten, das ist bald immer dasselbe. Ich muss ja ganz genau die Force von seinem Pferd kennen, die Ausdauer, ob er nicht frei gehen lässt oder ob er ihn zurückhält und dann zum Schluss richten, Sprint gehen lässt. Das ist am Anfang das Interessante bei dem ganzen Rennen. Wenn ich sein Pferd nicht kennt, dann kann ich sich schon vorausgehen. Wenn er von gut gemurks geht, dann packt er die 2000 Meter nicht bis und dann und die Pferd seine Verlegung kann bringen. Das ist auch viel gewährt. Ich weiß, dass ganz viel gewährt ging. Also, das war ein ganz flott Ambiance. Das war ganz flott. Es soll das als ein Traberrennen. Das Pferd als Atelier, sie können zwar auch Montag gehen, aber das können ganz viele vier an. Die dürfen nicht galoppieren. Das ist falsch, da gehen sie eliminiert. Gelaufen hat der Kurs in dem Moment gestoppt und du hast mehr Übergang auf den Reitsport, auf den Dressursport, an den Sprangsport, bis Militarias im Land gemacht in der Woche nicht. Ja, das ist eine Zeit, die rübergegangen ist. Nach viel hatten wir den Kurs, schon den Kurs. Und da war früher von der Stuttgart, früher halt das ein Teerbuch von der Pferd. Und da sind dann all die Jahre ein Preis rausgerechnet, da sind den Proprietären und Zieher mit ihren Pferden dahinter kommen sie nicht da gelaufen. Da hat man wel Tribünen abgerichtet. Und das Kursfeld selber, das war nach Wiesen an begehrt, also vier. Da mussten wir alles abkaufen, dass man den Terrain ganz hätte, dass man könnte machen, was man wollten. Alle Jahre so Kursen aufgehauen gehen. Weet war nicht mit den Entree wie der Muffe auf Lichtkurs war. Aber 40, du warst schon noch viel zerstört, so wie gesagt, sind viele am Abbau gefahren und danach. In den Jahren im Beginning geht ganz viele Kurse gemacht.
Nicht die Großkurs wie Zion, ja, wie zu Blanchon, sondern die Lokalkursen, die am Land waren. Sind wir da hingefahren, ab New York. Und da habe ich geguckt, da haben wir gesagt, das bringen wir auch fertig. Ne? Und da haben wir das Dikrich gemacht. Wir hatten 20.000 Leute hier auf Dikrich, war damals das Formidables. Überall die Bilder, die da gesehen hat, von die Fotoen, die gemacht sind, da sind da viele Leute, die überall stungen. An der Kloster, da haben wir dann noch einen Kiosk müssen abrichten, natürlich, das war viele Freie verbunden gewesen. Wir hatten noch die Stellen, Buchse müssten machen, für die Pferde, die kommen, die sind zwingend schon noch gekommen. Die sind am Zug gekommen, das war beschwert. Da waren, bei allen Waggons war dann zwingend 2 Jahre, für die Pferde umzugehen. Dus die kommen von hier, da waren die Paar op, über Betebusch auf Dikrich. Das war so ungefähr 400.000 Franken. Er wünschte, der Instigateur davon, war immer treibende Kraft an der ganzen Affäre, der Wünsche. Und all die Sachen gehen immer von Lettdosen, die sich dafür hergehen. War alles freiwillig helfen, überall. Und das Kéier gefragt, was kann ich, was müssen, und das kannst du nicht gehen. Steht für not geholfen. Dann hatten wir den Kipp kommen los zu Paris, aus dem Paris mit 12 Uhr Paris. Ja, hatten als Lett geschickt. Und mit einem Tableau, wo Tickets drauf waren. Ne? Das hat gut geklappt. Ich hatte einen Antrieb bezahlt und die Programme gekauft für 10 Franken. Aus Frankreich hat man 16 Pferde und aus der Belgien 6. Und die erste Kurs, die wir gemacht haben, da waren noch Lützeburger dabei. Bei uns dann der Plankwille, die Kirche, wie das da war, sind wir das Bernard draufgefahren, die Alexis Heckstoß mit Rue de la Croix. Und dann ist an Rue de Thiel und dann ist an Rue du Palais. Da hat man dann einen Kiosk abgerichtet, auf der Kloster. Ich war derzeit Kommissär der Kurs und ich habe immer gesehen, früher der Kurs mit der Jeep, 4 gefahren, ich hatte blaue Fendel und da sind Pferde am Druck gekommen. Und dann habe ich gesehen, wie die Leute immer begeistert waren und sie noch geklatscht und gebrüllt waren. Es war wirklich ein Volksfest, ganz schön zu gucken. Das war direkt am Krieg, an den Straßen von Dikrich. Weil wir hatten ganz viele Leute, die Dikrich nicht wollten zugrunde gehen lassen, und da haben sie gesagt, da machen wir mal etwas. Und da hatten sie da Tiere von hier, dass dort die Straßenkurse waren. Und da sind sie auch darüber gefahren, sind die Pferde engagiert. Und Gott sei Dank hat man die Bauverwaltung, die für Dikrich ganz viel gemacht hat, weil die von hier auch darauf gehalten haben, an den Straßen die Pavé zu verstoppen. Und die Bauverwaltung durch 10 cm Sand, Kräsi darüber gestreht, so viel Kräsi, dass er sich gewundert hat, wo sie den überhaupt kommt. Und das war auch ein bisschen vorwitzig, für zu wissen, was das soll sein, so ein Pferdskurs. Wir waren ganz glücklich, weil es für Dikrich eine Attraktion war. Das ganze Land hat davon geschwärmt. Es waren 20.000 Leute gekommen an den Straßen. Das war einmalig. Bei der Mädelscher Schule als Kurs fortgegangen. Die Lecker van derauf kommen sie an die Bresel, das war wirklich schön. Und noch die von hier auch an der Straße, das war wunderschön Pferd. Wir waren immer auf der Esplanade. Und waren vor Lützburg mit diesen an der Palaststraße gekommen.
Well wir konnten déi net géint déi nie an déi Licker la verlossen. Am mir hatte jo die Wettbüroen dann hun lepp mis wade bis se beikom se fir her Suen ze kreien, well tot kei gewart, mat frische Suen sie nëmmer dichten se hier Suen opgegangen an dann hun se rich gewart. War Volksfest. Und war auch für Tisch, dat mal an Dikrich Wirstocher verkauft gin an Beier verkauft gin aus Bausen, dat war etwas ganz Neues für Dikrich. Also Pferd war immer als zu Dikrich Pferdskursen. Und wir sind zwar Diesel, aber wir hatten aber noch Pferdskursen. Ich weiß noch ein Kéier, so ein klein Anekdot, wo ich gefragt habe, wir können nur die Sûre zu reiten. Dann ich müssen an die Direktion gehen, dann hat den Direktor gesagt, wir einen Kurs lieber, ich könnte das machen. Wie ich dann auf den Paddock komme, so mein Pferd, und ich hatte gesagt, ich habe Petter aus dem Beiß gelegt, und den Peiwers im Mund gesagt, und der Staat gewusst hat, ich habe einen Sattel daheim, ich hätte ihn stehen, aber ganz. Ja, wirklich ein super Dokumentär, auch mit ganz schönen Bildern aus den goldenen 20er zu Dikrich. René Canivet, guten Abend. Guten Abend. Ja, du gehst an der Zeit am Anfang auch ein Hippodrom zu Dikrich schon mal gerade gesehen. Das ist ja wirklich erstaunlich. Ja, das ist richtig. Ein Hippodrom, wir hatten sogar 2 Hippodromen. Wir hatten den Hippodrom, für wir nennen eng. Das war im Anfang hier auf dieser Platz, wo wir stehen, den Landsauer. Da haben wir angefangen mit dem Herzkurs, und das ist ein Hippodrom abgerichtet ging, den auch eng beachtlich schlenkt hat von 1000 Meter Schmengen. Das sind Standarten, die es an der Welt nicht oft sicher geht. Wie das früher war, muss ich natürlich sagen. Wir schwätzen von 1920 Ruhestand. Da kann ich vielleicht nicht vergleichen mit Esket oder Deauville hätten Stars. Aber trotzdem, für uns Berufe war das schon etwas Gigantisches. Den früheren Bürgermeister Jos Herr, den hat in seiner Chronik Dikrich aujourd'hui hat die ganzen Pferdskurse noch ganz flott dokumentiert. Und du gesagt, dass das wirklich auf vielen verschiedenen Plätzen hier in der Stadt aufgehalten wurde. Ja, das ist richtig. Ich habe da doch ein bisschen nachgeguckt am Jos Herr seinem Buch. Ich habe noch gelesen, da auf Puranerplätzen, wo ich wirklich gesagt wie das sich aufgespielt hat. Das war nicht mehr länger heim, das ist noch, als das die andere Seite gewesen. Vis-à-vis, wo der Footballsterren hat der sinn bis hinsteet, dat das nach schwenng die Eler Dikricher, die so net nach Perzrennen fir déi Zeit. Du hast den zweeten Hippodrom in Sternen. Do kann ich mich auch selber nach tun net der Perd gelaf sinn, méi die Stallungen, die der Stunge wo se Perd versøcht hun, a wo dé gefedert ze gin, die Tribünen, die Durchstungen déi Zeit wo de Tose waren, da sie mir als Kannerfilter Spiele gegangen nach. Du man dann noch als Zigaretten verstoppt, an dat so man dann eben schëmme gegangen sinn. Die andere Sache, als mir hatten auch ganz viel drohen, als sie Kurse gelaufen gehen. Du hatten noch Brettelbrücker Stroß am Lorenzfuß. Das war 1900, Ugangs 1900, wo die Kurse gelaufen gehen. Da muss ich gucken, dass die Zeit waren die Straßen, da kann ich nicht richtig als Straße nennen. Das waren wie breit Pet, lass mal so sagen. Da war gar keine Häuser, keine Industrie, herzlich Industrie da. Und die Zeit sind die Kurse gelaufen. Erst an der Zeit kommen sie, wo sie dann wirklich einen Hippodrom abgerichtet haben. An der zweiten Phase der Seite im Footballsterrain, wo dann den Hippodrom 2, wie man dann nennen. Was aber wirklich spektakulär war, das war auch die Pferdskursen, die ein Zeitchen rund um den Stadtzentrum aufgehalten wurden. Und da mit dem Dokumentär gesehen, da wurden 10 cm Krase getippt. Das ist ja das Haut nicht mehr denkbar. Nee, das kann ich nicht vorstellen. Ich meine, da geht das auch nicht mehr gehen. Da muss ich den Trajet, der war 1700 Meter lang an Schwenge, wenn ich mich gut kann erinnern, das gesagt gehen. Ein Kurs, die war 10.000 Meter, das heißt, den ist dann plus oder 6 Mal gelaufen gehen von der Pferd. Und ja, für die Längsstraßen so zu machen, dass in der Wart kann, das Pferd zu laufen, wie dir so als Krasi Sand gestrebt gehen, auf der Länge von 1700 Meter, und den Schwenker muss dann weggeholt gehen.
Wenn ihr dat het gif machen, dat wäre op van dat kind sich nemmi leesten. Schmeg mir net aus mir van Kavalkadas, dat du mir Konfetti do leiie, méi dat treft sich bedeiten besser op wie Sander Kräsi. An während der Fuhr sind du am Fungerloch nach immer den Ballhippik, den erinnert nach und die glorreiche Zeit. Dat ist richtig, dat war den Cerkelhippik, die derzeit den Sterners, die dann noch die Kursen organisiert hun. Mit der Ballhippik, den as no as dat Hippik Notik in der Tewaset, mit de Schwammklub, den do dran ass, den de Ball organisiert. Dat war frier en riesige Ball. Da waren 3.000–4.000 Leute, die op Dikrich kommen sinn, fir ha an den großen Danzell dabei ze sinn. Dat war schon etwas Barbarisches fir de Zeit, muss ich soen. Aber dat ass leider Gottes ass dat wie der viel zu sachen, dat gët immer mi klein, bis op Bemol war ganz verschwonnen. Du ass der Bemol een bisschen besser gang. Du nus dat der Buch gefangen ze machen, dat allo an aller Seerei aufgehalget, mit das egal, dat der ganz als wirklich entstanden aus der Zeit nach vun den was man so vun de Perzrennen vum Cerkelhippik. Ass dann am Fogel niedro gedurchtgin fir die Schein glorreiche Zeiten dorem opliewen ze losen. Nee, das kaum du gedurchgi fir dat eng oplewen ze lossen. Mün du bëschen zu dicke spi klenge trëppel. A wir sinn mit Perd mat Eselen ausgetauscht. An da hat man awer enke probiert, fir a Dikrich war en kreng Eseskurs organisiert gin. Dat war die Zeit wo het den Mat steet a Jowen. An do soch mussssen alles zoschëtte mat Sand. A wo du en ober am Opprame gemerkt, wat dat den opwand war. Du war doch Diich an die letzte wo die Eselskurs war. war op alle Fall ganz schön, die als heitenrem Haut fir emul opliewen ze lussen. Vielmals Merci an weiter Detailer iwwer die ganz Perzkursen gëtt doch an eisem nächste Gemengeburt. Den Lokalhistoriker Ernie Breuskan, den huet sech mat der Thematik als nie gesat, an die werd es ausfäierlech an als dem nächsten Deivelsalter am November an die Matière aféieren. Dat waret dann awer fir als Emissionioun vun Haut. Ech wënschen ech noch weitere ganz schöne Summer, eng schee Vakanz, a kom da es Rougemolenker besichen. Bis an 4 Wochen ist. Adi.